Da. Ein Donnerblitz und Laps. Der Teil. Kein Chance. So, willkommen miteinander zurück zu Pokémon Let's Go. Und wie ihr gerade seht, Glumanda, genau. Ich habe den gerade unterwegs gefunden, letzte, wo wir da angekommen sind, bin wieder zurückgegangen. Und auf einmal vom Gebüsch ist ein Glumanda vorgekommen. Natürlich gerade gefangen, oder? Ohne warten. Was ich auch noch gefunden habe, speziell, ist der Anton. Könnt ihr euch erinnern? Misty, ihre Pokémon. Früher. Anton, Anfang ist irgendwie nicht so interessant. Später dann, die Entwicklung von Anton ist wirklich interessant. Ist, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, die Entwicklung, aber weiß einfach, dass er blau wird, ein bisschen grösser und wirklich badass, sag ich mal. Oh, was hast du gefunden? Glumanda. Glumanda ist einfach... Ich sage euch, ich habe noch gesagt, letzte. Glumanda ist neben dem Bisasam einer von meinen Lieblings-Pokémon gewesen. So. Ah, der Simoti. Was? Ist Schluss? Vorher ist er noch am Brüllen gewesen, weißt du? Taubsi. Was für ein Level? Alter, gegen Nidorina hast du keine Chance. Weißt du was? Ich gebe dir eine Chance. Glumanda. Wenn wir Glumanda auswechseln. Glumanda ist mein allererster Feuer-Pokémon gerade. Weil ich habe wirklich nichts anderes gefunden. Yes. Ich hasse Sandwirbel, wenn sie die ganze Zeit Sandwirbel machen. Ah. Okay. Feuer habe ich noch nicht. Ich habe gemeint, ich habe Feuer. Mal schauen, was Rauchwolke macht. Ah, eigentlich gleiche wie Sandwirbel. Okay. Alter, mit Glumanda ist schon verlieren, nein. Ey, übertreib's jetzt. Okay. Glumanda, ich muss dich auswechseln, du hast keine Chance. Ich möchte mal Pipi rein. Lieber die tief levelte Pokémons, weil die brauchen die EPs, sagen wir. Ah, ja, okay, dann tun wir gerade Glumanda wieder einsetzen. Gerade Glumanda wieder einsetzen. Ja, hätte ich das schon von Anfang an gewusst, ich habe es vergessen. Ich habe gemeint, er hat schon... Nein! Ah, Simoti! Du bist mir einer. Der Kampf geht viel zu lang, ich hätte schon längst mit Tauboga besiegt. Ich die ganze Zeit Trank einsetzen, so ein Scheiß. Ich hoffe einfach für Glumanda, dass er jetzt besiegt und nicht viel EPS bekommt. Das ist gegen Feuer, nicht so Schlafheit. Nicht so effektiv. Yes! Der hat nur eine Taubsi gehabt. Ah, 59 Erfahrungspunkte. Aber wenn ich einen Kleinstein fange, komme ich 100 über. Nein. Mirapla jetzt mit Feuer. Oh, das ist... Zwar habe ich keine Feuerattacke. Ah, verdammt. Also wenn ich mit der Glumanda so weitermache. Habitak, wenn wir das Habitak einsetzen. Ich hätte Habitak einsetzen. Von Anfang an, weil der ist jetzt bald
Der entwickelt sich bald. Oder? Ja, so ist es. Weiß ich nicht. Ob er bei 21 oder bei 20 sich weiter. Das sehen wir dann. Ah gut, Blumanda ist jetzt Level 11. Ist auch gut. Oh, Pikachu. Nein, die kämpfen wir doch weiter. Ja, Pikachu. Können wir ja auch mit Schnabel. Okay, nicht so effektiv. Donnerschock. Auch nicht so. Okay, ist doch effektiv gesehen. Jetzt nicht erwartet. Machen wir Furienschlag. Mal schauen, was das. Oh! Was? Krass, ey. Das habe ich nicht erwartet. Yes, okay. Ist doch 20 gewesen. Yes, auf das habe ich gewartet, ey. Auf das habe ich so lange gewartet, ey. Ibitak ist krass, Pokémon. Das ist seine letzte Entwicklung eigentlich, weiter geht er nicht. Hat er was Neues gelernt? Kommst du? Nichts Neues. Oh, ich glaube, das ist die. Es könnte sein, dass es Mauzi ist. Aber bin mir jetzt nicht sicher. Also warte mal jetzt. Was willst du, Evoli? Komm. Was willst du? Gestreichelt werden. Verdammt nochmal. Ja, was willst du? Ich frage mich, wie viel Mal kannst du? Okay, weißt du was? Hau ab. Hau ab. Was haben wir gesagt? Genau. Andere Pokémons. Ibitak ist gerade bei seiner völligen Ding. Oh nee, sieht Hammer aus. Genau, Knofenza. Der ist auch bald beim Entwickeln. Wirklich ganz wenig. Und dann mit Nidorina auswechseln. Und Parsec. Paras. Ich sage immer Parsec. Kopf. Paras. Den Paras tun wir mit Pipi wechseln. Weil Pipi braucht ein bisschen länger, bis der sich entwickelt. Sonst haben wir eigentlich nichts mehr Spezielles. Nein, das sind eigentlich. Kleinstein braucht Level 25, oh, das ist mir ein bisschen zu viel im Moment, also 15 mehr Levels. Gut, das ist gut. Mich nimmt es Wunder, ich will Ding, Ibitak mal schauen, wie er aussieht. Wir fliegen. Ja, yeah, wow, ein Riesenteil. Okay. Hinten dran hat es einen Pokéball gehabt. Mich nimmt schon, was das ist. Die hat ja auch nie gesehen. Kopf. Ich kann da nicht hinten raus, okay. Vielleicht gibt es mir da auch nichts, weißt du was? Fragen wir gerade mal nach. Entweder das oder ich glaube, es sind wirklich nur die Starter-Pokémons, die du überkommst bei diesen Leuten. Doch nicht, eben. Haben sie mir schon gedacht.
So. Sonderbonbon, gut. Sonderbonbon könnte ich vielleicht für Tauboga benutzen später dann. Wenn er noch Level 30 ist. Jetzt nicht jetzt benutzen und nachher nach Level 30 2 Level Ups ist wirklich blöd. Weil das tut dann viel länger. Du brauchst viel mehr EPs, oder? Lumanda, komm. So, wir haben mal... Ja, wurde eingebrochen. Zeugenaussagefolge gehört der Täter zu Team Rocket. Ist so klar gewesen, dass der Simoti gesagt hat, ja, es ist ein Pokémon, der geredet hat. Ich glaube, es ist Mauzi, ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es ist Mauzi. Sicher macht man ganz schön anstrengend, oder? Ja, ist es. Also die Pokémon-Ding da. Also bevor wir Misty kämpfen, gehen wir wahrscheinlich rauf. Für Misty haben wir Pikachu. Ja. Feuer wäre voll blöd, aber Blatt-Pokémon. Also sicher Bisaknosp. Bisaknosp und Pikachu nehmen wir sicher mal als Ding Pokémon. Oh nein. Ja, bis ich mal zu denen komme. Ja, komm. Das jetzt alle besiegen. Weißt du was? Ich nehme jetzt ein Pokémon, das wirklich stark ist. Ibitak oder Tauboga. Und das. Ich muss nicht so lange warten. Oder Nidorino. Weil ich will Nidorino, will ich auch, dass er zu Nido King wird. Darum, warte mal, wie viel hat Hornattacke gemacht? 65. Mal Hornattacke, mal los. Ja. Okay. Ein Schnabel. Hornattacke hat schon viel weggezogen, aber ich hätte jetzt erwartet, dass er bei einem Schlag die durchmacht. So besiegt man es. Ja, naja, ich tue Nidorino-Ding aufleveln. Oder weißt du was, nachher tun wir gerade Tauboga auswechseln. Gegen Anton wäre jetzt Blatt-Pokémon wirklich gut gewesen. Nein, das ist nicht so effektiv. Aber das mit dem Nido King habe ich letztes Jahr auch schon erklärt. Nidorino und so, die sind ja Boden-Pokémons, glaube ich, so viel ich mich erinnere. Ich muss nochmal nachschauen, bevor ich da einen Scheiß erzähle. Oh ja, Knofensa. Ja. Und Knofensa entwickelt sich, genau. Haha. Weißt du, wie das so fette Mulle? Ultrigaria. Genau. Und für die nächste Entwicklung brauchst du Pflanzensteine oder so etwas gesehen. Blattsteine, keine Ahnung. Team. Jetzt. Stein gegen Wasser? Nein. Ja, genau. Richt. Ich vergesse, ich habe gemeint, Boden. Gift-Pokémon. Okay, ich habe nicht gewusst, dass es nur Gift sind, aber okay. Auf jeden Fall ist ein Pokémon-Typ, wo
wirklich gegen viele Typen robust ist. Oder ist ja nicht Pflanze gegen Wasser oder Wasser gegen Feuer und so, oder? Darum, wenn man Nido King hast und der wirklich hohen Level, bist du wirklich fast unhaltbar. Oder? Also bis Knospe weiter zurück, weil den müssen wir jetzt aufleveln. Paras zum Entwickeln. Und nachher wir Onyx nehmen. Bei Onyx wird die. Weißt du was? Dann nehmen wir Kleinstein. Ist das Thema ein bisschen. Oder Evoli. Ja, das sehen wir dann. Als Haupt-Pokémon würde ich. Paras. Nachher nehme ich Bisaknosp. Sandan. Ich habe nicht gewusst, was gegen Gift oder gegen Sand-Pokémon so gut sind. Weißt, Feuer und Ding, die kennen wir ja. Das sind nicht schlecht. Ach, komm jetzt. Gut. Paras hat nicht mehr so viel übrig, bevor er sich weiterentwickelt. Das Modell haben wir schon 1000-mal gesehen. Immer die gleiche. Das ist alles Schwestern, oder? Das ist mal gewesen, dass du Level hast. Paras ist eigentlich nicht schlecht. Also, okay, ist Level 20, also ich hätte wirklich nicht viel dagegen gesehen. Ey, bei diesen Kämpfen kommt so wenig EP über. Du musst einfach Pokémon bangen. Machst du mich platt, hä? Sehen wir dann. Oh! Feuer-Pokémon. Ich bin Pflanze. Ja, das wird ein bisschen knapp. Wenn jetzt etwas mit Feuer... Oh, Scheiße. Wow, okay, ja. Haben wir schon vorgestellt, ja. Oh, verdammt. Tauboga. Das ist so klar gewesen. Ich hätte das schon von Anfang an wissen. Jetzt kommt aber glaub Parascape-Ding über. Punkt. Scheiße. Das ist eben nicht gut. Oh, Level 29, gut. Ja, ich muss das Ding wiederbeleben, weil sonst ja, entwickelt er sich nicht. Beleben, weißt du was, du Beleber-Ding behalten, weil das wirst du sicher irgendwann in einer Arena brauchen.
Darum gehen, wenn wir schon ein Pokémon Center da haben, oder? Ja, da sind noch viel mehr Leute, warte mal. Hey, dort ist der Glumanda, wo ich drüber geredet habe. Das ist der, der verletzt ist. Was? Scheiß Team Rocket, komm da hin. Scheiß Team Rocket. Was haben das Gefühl? Ah. Zubat. Ah, der hat 2 Pokémon, haben wir gesehen. Rapsfurie, oder? Bis nichts nicht, check das nicht. Zack. Komm schon Paradox, Mann. Wieder hier, okay, gut. Gut. Smogon. Eigentlich gegen Smoke wäre Feuer gut, aber scheiße. Glumanda hat immer noch nicht gelernt. Keine Feuerattacke. Was? 4-mal? So krank. Gerade nochmal krass vor dir. Zack. Ah, jetzt verpisst du da. Ja. Jetzt da ist der Glumanda, wo wir geredet haben. Der wäre jetzt eigentlich eben so ein guter Glumanda mit Stats gewesen, aber mal schauen. Okay, ja, sicher. Jetzt schauen wir gerade mal Stats an. Wenn die gut sind, würde ich wahrscheinlich Glumanda auswechseln mit dem. Blut! Yes! Seht ihr? Yes, Mann. Gute Entscheidung gewesen. Der Glut, Mann. Jetzt haben wir endlich mal einen Feuer-Pokémon, der Feuerattacken machen kann. Ich mag das ist jetzt echt zu weit. Route 25. Wieso? Aber das ist mal gesehen mit unserer Zeit. Wir haben schon über 20 Minuten. Und, danke fürs Zuschauen. Aber bleibt dran, Teil 7 kommt gerade, wo wir gegen Mystic kämpfen werden. Und für den Quellorden. Bis zum nächsten Mal.